Ich habe für meine Frau eine schlechte Nachricht. Wir müssen morgen früh nach Deutschland. Und das ist nicht nur ein Scherz, sondern wir freuen uns wirklich jedes Mal, wenn wir in der Schweiz sind, wenn wir hier in Zürich sind. Das ist für uns ein Geschenk. Außerdem war das Wetter auch noch großartig. Großartige Stadt, großartige Menschen, großartige Gemeinde, großartige Leiter. Alles großartig. Also ich glaube, ihr seid schon im Vorhof vom Himmel. Richtig gut. Vielen Dank noch einmal. Einfach auch für die Liebe und die Wertschätzung, die ihr uns entgegenbringt. Wir schätzen das sehr, nehmen das nicht als selbstverständlich. Danke nochmal, Pastor Matthias, für deine Einladung, für eure Gastfreundschaft. Das ist wirklich eine richtig großartige Zeit. Wir ehren das, wir schätzen das. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann gucken wir mal, was könnten wir denn mal heute Abend so machen? Also erstmal für einige unter euch, ich habe gedacht, ich ziehe mich heute mal seriös an. So, einfach auch für die am Livestream. Wir haben auch einen Anzug, das geht auch, das Sakko ein bisschen warm, aber wenn du denkst, Gott kann noch mehr tun, wenn wir seriös gekleidet sind, dann ist das der Abend, wo Gott handeln kann. Aber wahrscheinlich hat das viel mehr mit unserem Herzen zu tun und viel weniger mit dem, was wir anhaben. Wir wollen heute weitermachen mit Durchstarten und ich zitiere mal einen Satz aus der DNA meiner Kirche. Wir haben so 8 DNA-Punkte vor vielen Jahren rausgearbeitet, wie wir sind, wie wir sein wollen. Und einer dieser DNA-Punkte, der hat folgenden Inhalt. Wir rechnen damit, dass Gott selbst aktiv ist und wir aus seiner übernatürlichen Kraft heraus leben. Wir trauen Gott Großes zu. Wir reden eindeutig und klar darüber, warum wir an Gott glauben und wer Gott ist. Wir sind offensiv und fordern raus. Und genau diese Gedanken möchte ich heute Abend mit euch teilen. Offensiv, mutig, große, starke Gebete zu sprechen. Wir haben gestern uns schon Josua 1, Vers 7 angeschaut, wo Gott zu Josua sagt, hey, nur sei recht stark und... ihr habt das, ich kann schon aufhören zu predigen. Und dann geht es weiter, nach dem ganzen Gesetz Gottes zu handeln. Und in Vers 9 heißt es, habe ich dir nicht geboten, also ein Befehl, sei stark und erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und genau das sagen dann auch die Mitarbeiter zu Josua, wir wollen dir folgen, nur sei stark und mutig. Und ich möchte da heute Abend anknüpfen und möchte uns mal diese Frage stellen, warum sind wir denn manchmal nicht mutig? Also es gibt ja diese eine Möglichkeit, dass wir feige sind und ja, wir alle sind manchmal feige. Es gibt aber auch eine andere Seite, das bedeutet nicht, dass wir feige sind, sondern wir sind manchmal nicht mutig, weil die Vergangenheit entmutigend war. Und ich habe das mal so für mich überschrieben, wenn die Vergangenheit zu laut ist in unserem Gefühlsleben, dann wird der Mut immer kleiner. Und manchmal ist die Vergangenheit sehr laut in uns und wir schauen uns mal ganz kurz an, in welch einer Vergangenheit sich Josua befunden hat, dem Gott gesagt hat, ich befehle dir jetzt was, Junge, sei stark und mutig. Warum macht er das so drastisch? Zu fast keinem anderen Leiter in der Bibel gibt Gott so eine klare Befehlsansage, mutig zu sein. Nun, schau mal, der Josua wird geboren in einer Familie als Sklavenjunge. Er wird nicht gefördert, er hat keine Ausbildung, denn erlebt er, wie Gott seine Leute durch große Wunder aus Ägypten rausführt. Und dann hat er Glauben.
Weißt du, er hat Glauben, dass sie das Land einnehmen. Er hat Glauben, dass sie die Riesen besiegen. Er hat Glauben, dass Gott großartige Dinge tun wird. Aber er kann sich nicht durchsetzen, sondern die 10 setzen sich durch, die keinen Glauben haben. Und jetzt passiert Folgendes. Er kommt in eine Kollektivstrafe hinein. Gott straft das Volk, dass sie 40 Jahre in der Wüste leben müssen. Und Josua, er war nicht ungläubig, er war nicht feige, er war gehorsam. Er hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, und das kriegt er als Belohnung 40 Jahre Wüste. Und wer schon mal in der Wüste war, der weiß, 40 Jahre Wüste, dann bist du wirklich gar gekocht. Im wörtlichsten Sinne. Am Tage zu heiß, in der Nacht zu kalt. Das 40 Jahre. Und 40 Jahre keinen festen Wohnort, in Zelten leben. Und dann abends das Zelt zu und morgens das Zelt auf. Und überall, wo du bist, ist Sand, 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 Hitze, Hitze, Hitze. Kein Ort, wo du dich pflanzen kannst. 40 Jahre Wüste. Und die Gemeinde, die er hat in der Wüste, das ist nun nicht gerade die Top Church. Sobald ein Problem entsteht, alle am Meckern. Ah! Und weil Gott ja nicht greifbar ist beim Meckern, meckern sie über die Leiter. Mose! Wo ist das Fleisch? Mose, wir haben Durst. Mose, warum sind wir nicht im verheißenen Land? Mose, 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 Mose. Und irgendwann betet Mose und sagt, Gott, was habe ich eigentlich verbrochen, dass ich diese Leute leiten muss? Nach 40 Jahren kannst du schon mal gar sein. Dann haben sie eine Spaltung erlebt. Und zwar eine komische Spaltung. Ein Mann namens Korah kommt und er sagt, was wollen wir denn mit dem Mose? Gott redet auch durch mich. Und überhaupt, was fällt euch ein? Und wir machen das jetzt mal ganz anders und wie auch immer. Und miese Stimmung in der Church. Und dann legt Gott fest, wie Leiterschaft läuft. Und zwar geht das so, Boden auf, Korah und seine Jungs rein und Boden zu. Das klingt dramatisch, aber weißt du was? Die da in dem Boden begraben worden sind, das waren die Freunde. Das waren die Verwandten. Weißt du, kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühl war? Unsere Freunde sind weg, mit denen wir gemeinsam Gott gedient haben. Sie sind weg, sie sind gestorben, sie sind nicht mehr da. Was für ein Gefühl, das zerreißt das Herz. 40 Jahre in der Wüste und dann erlebt er auch noch, dass sein Mentor Mose, der Mann Gottes, der demütigste Mann auf Erden, der die Zeichen und Wunder getan hat, dann stirbt auch noch sein Mentor. Und all das lebt in ihm, Wüste. Wir haben es nicht geschafft. Tod, die Rotte Korah, Spaltung. 40 Jahre immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. 40 Jahre, der war innerlich gar. Der hätte eigentlich eine Therapie gebraucht von 10 Jahren. Und dann hätte sie ihn gleich am Friedhof bringen können, weil dann wäre er zu alt gewesen. Und inmitten dieser Situation, wie soll das werden, kommt Gott zu ihm. Und weißt du was? Er löst das Ganze, indem er sagt, sei stark und mutig. Und weißt du, was Gott dir heute Abend sagen möchte? Ist egal, wie herausfordernd deine Vergangenheit natürlich und geistlich war. Gott möchte das wirklich in dein Herz zementieren. Lass bitte deine Vergangenheit, deine Enttäuschung, dein Unglauben, deine Niederlagen, nicht deine Zukunft bestimmen. Weil weißt du, was ich über die Vergangenheit gelernt habe? Ich habe verstanden, die Vergangenheit kann mir nicht so viel beibringen von dem, was in der Zukunft ist, weil die Vergangenheit war noch nicht in der Zukunft. Aber meine Vergangenheit will mir sagen, ich kenne deine Zukunft. Deine Zukunft wird genauso sein wie deine Vergangenheit, aber die Vergangenheit kann nicht in die Zukunft schauen. Sie kann mir nichts beibringen. Deswegen sagt Gott, lass deine Vergangenheit, deine Fehler, deine Verletzungen, deine Sünden, deine Schmerzen, deine Herausforderungen. Lass all das, was in der Vergangenheit ist, nicht deine Zukunft bestimmen. Deine Zukunft heißt Jesus Christus und nicht Vergangenheit.
Weißt du, wir sind nicht mutig, weil unser Leben perfekt war. Wir sind nicht mutig, weil wir nie verletzt worden sind. Wir sind nicht mutig, weil wir keine Spaltung erlebt haben. Wir sind nicht mutig, weil wir 10-mal für Kranke gebetet haben und es hat nicht funktioniert. Wir sind mutig, weil Gott gesagt hat, sei mutig. Das Leben ist herausfordernd, deswegen brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, um nicht nach hinten zu schauen. Paulus drückt das so aus in Philipper 3, Vers 13. Eins aber tue ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Paulus macht hier deutlich, was auch immer hinter mir liegt hinter mir. Und ich möchte dir auch Folgendes sagen, auch das Gute, das hinter dir liegt, musst du manchmal vergessen. Weil manchmal, wenn wir gute Dinge in der Vergangenheit erlebt haben, wo Gott uns gesegnet hat, wo Gott großartige Dinge getan hat, kommen wir in eine Art von Nostalgie hinein. Aber Nostalgie ist nicht gleich Kraft. Nostalgie ist großartig, aber Nostalgie hilft uns nicht, heute, jetzt und morgen die Kraft Gottes zu erleben. Wie oft erlebe ich das mit Christen? Ich beschreibe das mal aus meinem Leben, weil wir alle sind Nostalgiker. Ich war Jugendlicher in den 80ern. Das fühlt sich so weit weg an. Und weißt du was? Manchmal mache ich einfach Musik an aus den 80ern. Neue Deutsche Welle, kennt das irgendjemand noch? Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Das ist kein guter Song für einen romantischen Eheabend, aber ein cooler Song. Ich weiß es noch wie heute. Ich war 11 Jahre alt. Mein Stiefvater schaute ZDF-Hitparade. Das ist in sich wahrscheinlich schon eine Sünde. Aber anyway, er schaute ZDF-Hitparade und erwartete, dass die ganzen Schlagerleute da reinrauschen und etwas singen von Herz und Schmerz und Schnucki und Tucki und Bucki. Und an dem Abend kommt Hubert K. mit einem Nachthemd da rein und sagt, ich sehe den Sternenhimmel. Und mein Stiefvater schimpft und sagt, warum sind die rausgelassen? Und ich fand die voll geil. Und immer wenn ich Musik aus den 80ern höre, weißt du, in den 80ern, die erste Freundin, der erste Kuss, das erste Lehrlingsgehalt, was für eine großartige Zeit. Und wenn ich diese Musik höre und die Augen schließe, weißt du was, dann fühle ich mich jung. Da kommen die gleichen Gefühle. Wow, und weißt du was, wenn ich Chorusse höre, ich bin 1986 zum Glauben gekommen. Manchmal mache ich genau dasselbe, das geht ja heute alles mit Amazon und YouTube, und ich höre mir die alten Chorusse von damals an, zu der Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin. Und weißt du was, ich habe eine Gänsehaut, hoch und runter. Ich kann sie noch singen. Die Herrlichkeit des Herrn. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jo, 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 jo. Und oh, das fühlt sich so gut an. Aber jetzt verrate ich dir etwas. Es ist nicht der Heilige Geist, der dann auf mir ist. Es ist einfach Nostalgie. Es ist schön. Aber es hat nicht mehr die gleiche Kraft, wie es damals hatte. Es ist Nostalgie. Und weißt du, was Paulus sagt? Hey, ich möchte dich ermutigen, vergesst die schlechten Dinge und vergesst die guten Dinge. Also nicht im Sinne von undankbar. Wir danken Gott für jeden Segen, den wir bekommen haben. Ich danke Gott, dass ich zum Glauben gekommen bin. Ich danke Gott für meinen Jugendleiter. Ich danke Gott für die Chorusse. Aber weißt du was? Das alles liegt hinter mir und das bewirkt heute nada. Zero. Nichts. Und ich möchte dich ermutigen, hey, ist egal, wie lange du gläubig bist, ist egal, wie alt du bist, lass uns das vergessen, was hinter uns liegt und uns ausstrecken nach dem, was vorne ist, weil das Entscheidende war nicht die Chorusse und die Lieder, das Entscheidende war, dass der Heilige Geist damals auf diesen Liedern war und der Heilige Geist ist immer noch da, auch wenn sich die Lieder verändert haben. Wir brauchen nicht die gleichen Lieder, wir brauchen die gleiche Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir einfach ein paar Bibelstellen mitgeben, um dir zu sagen, warum du
heute mit Gott rechnen kannst und warum du mutig sein kannst. Gott sagt zu Josua Folgendes: Hab keine Angst, fürchte dich nicht, sei stark und mutig. Und dann nennt er den Grund aller Gründe, denn ich bin mit dir. Und Josua hat nur einen Schatten davon. Wir haben Immanuel. Gott ist mit uns. Gott ist nicht nur weit weg. Wir sind keine Agnostiker. Gott ist Mensch geworden. Gott ist auf die Erde gekommen. Gott lag im Stall. Gott hing am Kreuz. Gott hat die gleichen Versuchungen gehabt wie wir. Er ist nicht Gott weit weg. Er ist Immanuel. Gott ist mit uns, bei uns, für uns, in unserer Mitte, in unseren Herzen. Der Grund, warum wir mutig sein dürfen, ist nicht, dass das Leben perfekt ist, sondern Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Ich gebe dir einfach ein paar Bibelstellen. Römer 3, 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Römer 5, Vers 6. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? 2. Korinther 5, Vers 21, der ohne jede Sünde war, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Psalm 118, Vers 6, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich will dir etwas sagen. Sag es deinen Gefühlen, deiner Vergangenheit, deinem Gott und deinem Feind. Der Herr ist für mich. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich Angst haben? Gott ist auf meiner Seite. Ich bin mutig und stark in ihm. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt es auf und sagt, hey, Hebräer 13, Vers 5, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Danke, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Wow. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht nicht denken, sondern sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben. Warum lese ich die ganzen Bibelstellen vor? Weil ich will nicht nur Motivational Speaking machen, sondern ich möchte dir deutlich machen, Freunde, dass Gott mit uns ist durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, ist nicht ein netter Kalenderspruch. Es ist das, was die Kraft hat, unser Leben so zu verändern, dass wir permanent mutig sind und nach Rückschlägen wieder aufstehen können. Ich denke an Josua, wie er Jericho erobert mit dem Volk Gottes und alle sind gut drauf. Die Mauern von Jericho sind gefallen. Dann kommen sie nach Ai, eine kleine Stadt, und in dieser kleinen Stadt, da wohnen nur wenig Leute und sie kriegen Prügel ohne Ende und sie verlieren und die Ältesten und Josua, sie sind entsetzt, wir haben verloren. Und sie schmeißen sich auf den Boden den ganzen Tag und sie beschmeißen sich mit Sand und sie zerreißen ihre Kleider. Das sind die Zeichen damals dafür gewesen, dass sie sich gedemütigt haben. Sie liegen am Boden und nachdem sie den ganzen Tag am Boden liegen, spricht der Herr am Abend. Und weißt du, was ich gesagt hätte, wenn ich der Herr gewesen wäre? Jungs, den ganzen Tag liegt ihr da. Hammer. Was seid ihr für Typen? So demütig, mit Sand, mit zerrissenen Kleidern, den ganzen Tag. Ich bin schwer beeindruckt. Wahnsinn. Also mehr Demut geht ja. Gabriel, komm mal her. Hier, mehr Demut wie die Jungs, das geht ja gar nicht. Haben wir noch einen Pokal irgendwo? Lass uns hier die 3 demütigsten Menschen auf Gottes Erdboden. Übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. Die 10 demütigsten Menschen auf Erden und wie ich die anderen 9 gefunden habe. Wenn du magst, kannst du draußen
dir eins mitnehmen für 10 Franken. Nein, Gott wartet bis zum Abend. Ich sehe ihn direkt lachen. Er könnte ja auch am Morgen sagen, steh auf. Nein, er wartet bis zum Abend und am Abend sagt er was? Steh auf. Ich hätte gedacht, Gott, willst du mich verarschen? Ich liege den ganzen Tag auf dem Boden und alles, was du sagst, ist, steh auf. Und dann erklärt Gott ihnen, pass mal auf, wir haben ein Problem. Einer von euren Leuten hat Blödsinn gemacht, deswegen ist der Segen nicht da. Packt das an, bringt das in Ordnung und dann geht ihr weiter und erobert das verheißene Land. Das war nur eine Niederlage, es ist kein Fluch, es ist kein Schicksal, es sind keine Dämonen aus Haiti, die freigesetzt worden sind, sondern du musst aufstehen und bring das in Ordnung und dann stehst du wieder auf und dann werde ich genauso wieder mit dir sein. Ich will dir was sagen, wenn du gesündigt hast, dann sei stark und mutig und bekenn deine Schuld und es ist wieder in Ordnung. Wenn du Schulden hast, hör auf zu jammern, sondern führe ein Buch, erkläre es jemandem, bring das in Ordnung. Wenn deine Beziehungen am Ende sind, dann such Hilfe und Rat, sei nicht stolz, entschuldige dich, sei mutig, mach den ersten Schritt. Und wenn du irgendwas verloren hast, dann sei stark und mutig und starte einen neuen Versuch. Dreh den Spieß um, sag nicht, ich bin zurückgegangen. Wir sind nicht zurückgegangen, wir haben nur Anlauf genommen. Wir haben nur Anlauf genommen. Und weißt du was? Jedes Mal, wenn du verloren hast und du lernst etwas daraus, hast du gewonnen. Aber jedes Mal, wenn du verloren hast und in Selbstmitleid drin bleibst, hast du verloren. Sei bitte ein Winner. Ein Winner ist nicht der, der alles richtig macht. Ein Winner ist der, der aus jeder Situation ein Learning zieht. Du bist kein Loser, du bist ein Learner. Hälfte der Predigt fertig, Zeit ist um. Das muss jetzt reichen. Weil, weißt du was? Morgen früh kann alles wieder weg sein. Aber ich glaube, dass von ganzem Herzen, wenn wir diesen Spirit in uns haben, dann werden wir, wenn wir Herausforderungen haben in unserem Leben, das als gutes Zeichen sehen. Wir haben Herausforderungen, weil Gott mit uns ist und weil der Feind gegen uns ist. Wir haben keine Herausforderung, weil Gott gegen uns ist. Verstehst du, so oft denken, wie hast du schon mal gehabt, du hast deinen kleinen Zeh angestoßen, oh, was wollte Gott mir sagen? Gar nichts, pass auf. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir reiten nicht auf einem Einhorn, auf einer grünen Wiese und dann reiten wir zum Strand und das Wasser plätschert und der Wind der Gnade fegt durch unsere Haare, falls wir welche haben. Und dann reiten wir mit Jesus auf diesem Pony und er sagt, mein Schnucki und ich sage, mein Heiland. Und dann reiten wir in den Himmel rein. Hallo! Sei mutig, weil du brauchst das, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Gott möchte dir sagen, sei mutig. Hab ein Löwenherz, weil in dir wohnt der Löwe von Juda. Steh auf, wo du bist. Sei mutig. Lass dich nicht einschüchtern, weder von Menschen, noch von finsteren Kräften, noch von Umständen, noch von Pandemien, noch von Situationen, noch von deinen eigenen Möglichkeiten, weil mit dir ist der Herr dein Gott. Wollen wir zusammen aufstehen? Das ist ja cool, du kommst auf die Bühne und hast deine Handtasche mit. Voll süß, was da wohl drin ist. Bestimmt noch was für die Kollekte, voll gut. Ach, gibt's ja gar nicht. Dann was Schönes für Amos. Wie viele Menschen heute Abend sind unter 25? Darf ich mal eure Hände sehen? Das ist ein deutlicher Frauenüberschuss. Da oben sehe ich nicht so gut, ihr habt keine Brille mit. Ah, okay, da sehe ich zumindest ein männliches Wesen. 2.
ich möchte den unter 25-Jährigen mal eine Frage stellen. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, hat der Heilige Geist Gottes jemals zu dir gesprochen, dass du dein Leben mit Haut und Haaren in den Dienst Gottes gibst? Und Gott spricht das nicht zu jedem, das muss auch nicht jeder. Wir müssen immer nur treu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Also es gibt keine großen und keine kleinen Berufungen, es gibt nur Dinge, die Gott uns aufträgt. Und für Menschen ist das groß und klein. Gott schreibt ja andere Bücher. Aber wenn du unter 25 bist und der Herr hat zu dir gesprochen in deinem Herzen, dass du dein Leben ausgießen wirst in einem anderen Land, dass du dein Leben ausgießen wirst in der Kirche, dass du dein Leben ausgießen wirst, eine Kirche zu bauen, dass du dein Leben ausgießen wirst, darin das Wort Gottes zu verkündigen. Und manchmal, wenn du betest, siehst du das vor Augen und dann nimmst du das weg, weil es nicht sein kann oder weil du denkst, ich habe keine Lust oder weil du sagst, ich habe ganz andere Pläne mit meinem Leben oder weil du dir das nicht zutraust oder weil du denkst, wie soll das werden oder weil du denkst, ich habe das falsche Geschlecht, das geht nicht, ich habe vielleicht die falsche Ethnie, wie auch immer. Aber etwas in dir sagt, ich will Gott dienen mit Haut und Haaren. Dann, wenn das so ist, ist mir ganz egal, ob du Mann oder Frau bist. Wenn das so ist und du dich einfach nie getraut hast, das ernst zu nehmen, aber du spürst, etwas Heiliges ruft dich, dann lade ich dich ein. Einfach während wir jetzt beten, komm einfach nach vorne. Knie dich nieder und sag Gott, was auch immer nötig ist. Ich bin mutig. Es wird nicht daran scheitern, dass ich nicht Ja sage. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber es wird nicht daran scheitern, dass ich Ja sage. Dann komm. Dann komm einfach. Dann komm einfach und knie dich hier einfach nieder. Und sag, Gott, ich weihe mein Leben dir. Weil ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott noch einige großartige Dinge für dieses Land vorbereitet hat. Und ich glaube, dass von diesem Land aus Segen fließen wird in die Welt. Und da ist, wir sind die kleine Schweiz oder sowas, und wir sind immer neutral und das ist ganz nicht unangebracht. Gott will Segen fließen lassen in die Völker, in die Nationen. Und weißt du was? Wenn du denkst, was kann Gott mit einem kleinen Volk machen, dann denk mal an das Volk Israel. Was hat Gott aus diesem Volk gemacht? Das Kleinste, das Unwürdigste. Das Heil kommt aus den Juden. So, ich meine das ganz ernst, wenn du unter 25 bist und du spürst den Ruf Gottes auf deinem Leben, Mann oder Frau, dann lade ich dich ein. Komm einfach und knie dich hier vorne nieder und sage, Herr, hier bin ich. Du, was mit meinem Leben tun kannst. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich liebe Jesus und hier bin ich. 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 Ich schenke dir mein Leben. Ich schenke dir mein Leben, Jesus. Wenn du es benutzen kannst, ich schenke dir mein Leben. Vielleicht sind wir nicht die Besten, aber wir schenken dir unser Leben. Komm, Elke, Susanne, kommt. Das ist ein heiliger Moment. Betet bitte mit.
Es ist ein heiliger Moment. Gott, wir schenken dir unser Leben. Komm, Freunde, lass uns beten für diese jungen Menschen. Hier werden heilige Berufungen freigesetzt. Lass uns beten, dass es keiner Sünde dieser Welt, keiner Macht dieser Welt und keiner Macht der Finsternis gelingt, keiner Verletzung der Vergangenheit, keinem Schmerz, keinen destruktiven Beziehungen, dass es keinem gelingt, die Berufung Gottes zu stehlen. Oh, kommt. Komm, und während wir beten, lasst uns Gott anbeten einfach. Lass einfach den Heiligen Geist fließen. Und wenn du sagst, Gott, ich schenke dir auch mein Leben, du musst nicht hier vorne sein. Komm, stimm einfach mit uns überein und streck deine Hände aus und weihe dein Leben neu Gott und sag, Gott, hier bin ich. Wenn du irgendwas mit mir anfangen kannst, hier bin ich. Komm, lass uns ihn anbeten, lass uns den Heiligen Geist fließen lassen.